Wer einmal das Glück gehabt hat, die aus dem Wasser klingende Glocke von Vineta zu hören, um den ist es geschehen. Von Stund an wird er durch eine rätselhafte Gewalt getrieben, immer von Neuem mit den Augen in die Tiefe zu dringen, um die Geheimnisse zu erforschen, die dort unten verborgen sind. Heute wird der katalanische Weltatlas des Abraham Cresques in der französischen Nationalbibliothek aufbewahrt. Eine Kopie davon gibt es auch in der Berliner Staatsbibliothek. Wir sehen auf der Karte, dass verschiedene Städte an der Ostseeküste eingetragen sind. Ludis Magna dürfte identisch sein mit der volkreichen Stadt, wie sie schon Jahrhunderte vorher erwähnt worden ist. Ein Beweis dafür, dass an dieser Stelle, also in der heutigen Region Barth, Vineta gelegen haben muss. Ludis Magna kann deshalb nicht mit Stralsund identifiziert werden, weil auch verschiedene andere Quellen mit dem Namen Ludis Magna oder die Volkreiche in eine Zeit zurückreichen, als Stralsund noch gar nicht gegründet war. Mit dieser Karte haben wir einen weiteren Beweis dafür, dass Vineta in der von uns angenommenen Region Barth, also zwischen Rostock und Greifswald, gelegen haben muss. Im 16. Jahrhundert begann Vinetas Wiederentdeckung mit dem Buch Vandalia, das der Ratssyndikus der Hansestadt Hamburg, Albertus Crantius, im Jahr 1505 veröffentlichte. Jetzt keine Störung mehr. Ich will mit diesen Texten bald zum Ende kommen. Wie ihr befehlt. Im Werk des Albertus Crantius findet man viel von dem wieder, was Adam von Bremen vor 500 Jahren über Jumne geschrieben hat. Allerdings, Crantius nennt die Handelsstadt weder Vineta noch Jumne, sondern Julin. Er schreibt: Julin war in denen Zeiten eine gewaltige, herrliche Kaufstadt von Reichtum. Sicherlich wusste Crantius von dem im 12. Jahrhundert florierenden Handelsplatz auf der Insel Wollin und glaubte, dieses Wollin sei mit Vineta identisch. Womit er später viele Vineta-Forscher auf eine falsche Fährte lockt. Ein authentisches Vineta-Bild findet man in der mehrbändigen Topographia Germaniae mit den meisterhaften Kupferstichen von Caspar Merian. Bisher wurde von Historikern übersehen, dass speziell dieser Band wichtige Aussagen über Vineta enthält. Und zwar bei der Ortsgeschichte der Stadt Wollin, die später auf den Trümmern des von den Dänen zerstörten Julin errichtet wurde. Der Gelehrte Martin Zeiller, der für die Topographia alle Ortschroniken verfasst hat, schrieb hier die im Fall Vineta schwerwiegenden Sätze. Julin war insonderheit nach Vinetas Untergang eine berühmte Stadt geworden. Ich wiederhole es nochmal. Julin war insonderheit nach Vinetas Untergang eine berühmte Stadt geworden. Habt ihr? Dann weiter. Denn der ganze Handel, der einst von Vineta ausgegangen war, wurde teils nach Visby auf Gotland, teils nach Julin verlagert. Wie schreibt ihr bloß Visby? Und was soll das hier heißen? Verzeiht, Herr, ihr sprecht so schnell. Am besten ihr schert euch heim. Ich will wohl selbst damit fertig. Der Handel wurde von Vineta nach Julin verlagert, schreibt Martin Zeiller. Das heißt, Julin auf der Insel Wollin und Vineta in der Barthe-Provinz waren nicht nur zwei verschiedene Orte, sie existierten auch zu unterschiedlichen Zeiten. Im Kapitel zur Geschichte der Stadt der Min
hat uns der einäugige Gelehrte eine weitere wichtige Aussage über Vineta hinterlassen. Der Min ist eine uralte Stadt. Unter der Regierung Caroli Magni ist sie allbereit gewesen, ein Grenzhaus wider die Veneten. Für den gelehrten Stadtexperten waren der Miner und Vineta also Nachbarn. Und das hatte ja auch schon Adam von Bremen geschrieben. Von ihm stammt auch ein Satz, der vielleicht hilft, hier mitten im Barther Bodden die Quelle von Vinetas Reichtum zu entdecken. Adam schrieb: Dort stehet ein Vulkanstopf. Was könnte Adam mit Vulkanstopf gemeint haben? Die Archimedes, ein Messboot der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften, nimmt Kurs auf den Barther Herd. Hier sieht man wieder die Wellenbewegung. Das Schiff, das Messboot rollt ja ganz gewaltig im Augenblick. Professor André hat vorgeschlagen, ein Studentenpraktikum zur weiteren hydrographischen Erforschung des Barther Bodden zu nutzen. Vielleicht bringt die neue Suche einen Hinweis, der Adam von Bremens Vulkanstopf erklärt, hoffen Goldmann und Wermusch. Ihre Überlegung: An der südlichen Ostseeküste findet man ergiebige Sohlquellen, und zwar in der einstigen Provincia Bartha und im Raum Kolberg. Beim Salzsieden aber geschieht das, was auch bei einem Vulkan die Regel ist: Es steigt Dampf auf. Adams Vulkanstopf könnte also durchaus eine Salzsiederei der Vineterzeit gewesen sein. Und Vulkantop, Kochmaschine und Barther Herd sind nur drei verschiedene, historisch begründete Namen für eine Salzsiedeanlage. Das lebensnotwendige Salz war damals so kostbar wie Gold. Es bot Vineta sicher erst die Voraussetzungen, ein begehrter Handelspartner und bedeutender Handelsplatz zu werden. Fast scheint es so, als würde sich Vineta gegen das Erforschen seiner Vergangenheit wehren, als sei die mächtige heidnische Handelsmacht für immer in der Zeit untergegangen. Lebendig aber ist Vineta als Volkssage, als höchst moralische Geschichte von den in Saus und Braus lebenden Vinetern, die sich gegen Gott versündigten und deshalb mit ihrer Stadt untergehen mussten. Zu ihrem Gedenken wurde auch jene Glocke erfunden, deren Klang mit magischer Kraft dazu auffordert, Vineta wieder zu entdecken. Die Vineta-Sage hat viele Poeten und Schriftsteller angeregt und zu einer wahren Flut von literarischen Ergüssen geführt. Aber dieses legendäre Vineta hat natürlich nichts zu tun mit dem mittelalterlichen der Chronisten. Wir aber wollen zurück zum geschichtlichen Vineta. Den Weg dahin können uns aber allein die erhaltenen schriftlichen Quellen weisen.